Die preußische Einbrecherin lässt sich schließlich überreden, dass für ein halbes Jahr zu ihren preußischen Vatern nach Südamerika umzieht. Aber davor macht's nur mit ihren preußischen Gspusi aus, dass heiraten, wenn's wieder zurückkommt. Die Rosi weiß nicht, dass der Winkler ihren Rechner auf dem Gewissen hat und glaubt, dass der ein besserer Bürgermeister war, als wir sie selbst. Er geht dann nachher drauf ein und lässt sie für die Wahl aufstellen. Leni möchte ihren Alten eifersüchtig machen und mit dem Gregor seiner Hilfe haut das hin und danach feiern sie das miteinander. Maja muss leere Flaschen retour tragen und meint, dass sie sich den Diritari nachher halten kann. Da hat sie sich aber brennt. Das Bärli besorgt für seine Tochter alte Strohsterndal und sagt, dass die von ihrer Hand. Die kommt zwar dahinter, aber sie will's bloß herschenken. An Gregor sei preußische Gspusi möchte mit ihm die gleichen Handschuhe tragen. Das gefällt ihm nicht, aber mit ihrer unter der gleichen Decke liegen gefällt ihm schon. Die jungen Dirndl wollen keinen kindischen Adventkalender mehr. Und drum brechen sie im Vereinsheim einen Kasten auf, wo die Geschenke für die Großen drinnen sind.